Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. A schöne Teve, a guten gesinnten Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. A guten Abend, der hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline. Auf unser heutigen Programm haben wir dem Covid sich zu bekennen mit Ital Landau von der Heim Brettler, ein Lebengebliebene, originell von Wyszów in Marmarischer Gegend von Transsilvanien. Sie hat durchgemacht Auschwitz. Sie wird allein erzählen wegen ihr interessanten Leben vor, bis und nach der Milchama. Sie wohnt jetzt in Manhattan. Ich habe sich der Klungen zu näher dem 6. Juni telefonisch. Ich will bedanken Reb Yisrael Brettler für sein Mitproduzent und bekennen mich mit Ital Brettler Landau, was ist Agif sein Cousine. Hat noch von unser Schmues mit Ital Brettler Landau. Mein Name ist Ital Landau, geboren Brettler. Ich bin geboren am 20. April 1928 in Rumänien, auf einem Platz, wo es der Rumänien, wo es gewesen, nun zu Ungarn. Also durch der Milchama ist es geworden ungarische Koch. Und jetzt ist es weiter Rumänien. Die Gegend hat heißt Maramurisch, the state. You know, the state heißt Maramurisch, es ist Hand Rumänien, aber in der Milchama hat es belangt zu Ungarn. Also war der Rumänische auch nicht übergegeben, die Iden zu den Deutschen. In der Ungarische ja, also es ist wichtig zu wissen. Eder Mehebemann wegen der Milchama, kennt ein bisschen übergeben ein Bild von einer Sprache. Hat gehabt Eltern, mit was haben sie sich beschäftigt, und Geschwister und so weiter. Und haben wir gewohnt in einer Städte, wo sie alle auslachen, und es ist gewesen, der Hauptgas ist nur gewesen Eden. Die Rumäner haben gewohnt in den Berg, aber sie sind gewesen, gearbeitet für die Eden, meistens. Es ist gewesen als Sache Urmalat, aber es ist auch gewesen, sei eine Sache Menschen, wo sie haben
gehad, Harchove Parnusse, man Sprache hat gelebt von einem von der größten Geschäften auf Material, wo es ist gewesen in der Gegend. Und meine Mama gewesen eine von 10 Kindern, meine Tate auch eine von 10 Kindern, chassidische Mischpuches. Alle beide Wiesnitzer Chassiden. Und also ich habe gehabt, dass ich Schwesterkinder und Tantes und Onkels und eine große Mischpuche. Man Tate gedenke ich es gewesen, sei gearbeitet, also von der Kehle Asach. Er ist gewesen, das, was hat zusammengenehmende Gelder von jeder eine, was haben gedacht zu für Mikvas, für Schielen, für Schachten, für Dajunen, für, sehr gewesen, was hat gehade Gelder auszuzahlen für die Menschen. Also ich habe gekannt, die alle Mischpuches mehr weniger. Ihr sagt, ihr seid gewesen Wiesnitzer Chassidim. Könnt ihr das beschreiben? Und sie ist mir gefahren, öfter Siget zu besuchen, dem Rebbens Häuf. Ein Großverein ist er gewesen letztens. Der Wiesnitzer Rebbe hat ein Großverein, aber ein Bruder, Hager, es war ein sehr Kuschewer, was das gewesen, der Rebbe in Wischewes, wie in Sommer gewohnt. Also, man Spruch haben gehabt, im Rebbe in Städtel. Gewesen ein Hager von dem Wiesnitzer Haus, ein jüngerer Bruder, aber hat geheißen, der größte Talmud Chochem von allen. Das ist gewesen die Familie Hager. Ja. Was ist ein bekannter Name? Und wie soll hat geheißen? Da hat sich mit Mendel in der Sine, wo es hat gelebt, wo es geblieben leben. Einer hat geheißen Budach und einer hat geheißen, oh mein Gott, ich habe vergessen. Budach, und er gedenkt ist der Jüngere, wo es ist geblieben leben und er gewesen, hat geheißen der Bischof, Wiesnitzer Rebbe noch der Malchome auch. Und das Einikel, das Peurehager, gewesen am besten gehabt. Wo es hat nach dem gelebt und so gewesen Chassene gehabt zu Halivni, David Halivni. Hat gehört, auf Schrammon? Oh ja, von Siget, ja. Ich habe mit ihm einmal geredet. Ja, okay. Ich sage, wenn er Sachen man Hose nicht sei, weil sein Weib ist gewesen am besten gehabt. Sie gewesen die Tochter von dem Wischewer Ruf. Sie gewesen eine Hage. Wischewer? Ja. Und Wische ist der Name in Maramurisch. Marmarisch. Ist Wische der Name von einer Städtel? Ja, in Hungarisch Felsche Wischo, in Rumänisch Wischeul de Sus, und in haben wir gesagt Wische. Auf Jiddisch Wische? Ja. Der Brettler Mischpuch hat geheißen, der barbatischste Mischpuch in Städtel. Man hat beim Geldweis auch eine Sache gegeben. Ihr Vater hat doch gehabt sehr wichtige Rolle. Nehmen das Geld für alle Bedürfnisse ist sehr wichtig. Ja, aber jetzt dem, mein Babi gewinnt der Präsident auf allem, der Frauenverein, wo es man gedacht, sie gewinnt sei, man sei das gestorben, sei jung. Und mein Babi gewinnt sehr tüchtige Frau.
und sie gewesen der Präsidenten von der Frauenvereine, von allerlei Organisationen, wo sie gewesen dort. Wie viele jüdische Mischprochen sind gewesen? Ich sage, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber der ganze Städtel ist gewesen nur Jiddisch. In der Goyim haben gewohnt in der Berg. Der Goyim ist gewesen, der Doktor, der Advokat, also ein Pur, wo sie gewesen, Chawaii mit meinen Onkels, mit meiner Tate, aber sehr wenig. Der Goyim sind gewesen meistens Poren. Die Tochter sind in Diensten in der Haser, bei uns haben wir gehabt, eine, wo ich gedenkt, von wenn aber geboren, Eibe gewesen mit Hinsenstieb. Aber also haben sie gewohnt in der Berg, in Städtel ist gewesen 90% Jiden. Und die Sprache von der Gast, von der jüdischen Gast, ist gewesen Jiddisch? Jiddisch. Ja, Jiddisch. Jeder hat geredet Rumänisch und auch dem später, wenn die Ungarn haben übergenommen, wo es ist gewesen, dass meine Eltern haben geredet Englisch, weil bevor hat es auch gewesen enter Ungarn. Also wäre es gewesen nun bei der Grenzen. So meine Eltern haben geredet Ungarisch. Und ich habe auch gedacht lernen, wenn aber gewesen, also über 10, you know. Haben die Goyim euch geredet ein bisschen Jiddisch? Welche von sie? Nein. Ich gedenke nicht. Euer Dienst? No, vieles gewesen, der Schicksal gewesen, da sag ja, da muss ich gedenke, sie fliegen, der Schicksal, man gesagt auf Rumänisch, du sagst nicht, moi die Anike, aber nicht kein Frühstück. Du hast gedenkt. Sie hat das gesagt auf Jiddisch, sie auf Rumänisch? Rumänisch. Na, moi die Anike hat es gewiss zu sagen, weil na, Mami ist nicht aufgestanden, also ich früh, wenn man gedacht, kein sehr friedliches Schuh. Also es ist gewesen ungepurt von bevor in der Schicksal fliegen, als der Dienst fliegen, als vorbereiten zu gehen in Schuh. Gut, mit was hat eure Mama sich beschäftigt? Meine Mama gewesen in jener Zeiten, wie soll ich auch sagen, beim Babi hat ein großes Geschäft, ja, von dem Material. Und sie gewesen also ein Winkel, wie sie auch gehabt, die Kasse. Und alle Schnieren und Töchter fliegen dort gar noch mit, du kannst gewesen also wie you know, zusammenkunft. War da an der Gewinn daheim. Meine Mama hat nicht gearbeitet. Ja, und wer seid ihr gewesen? Ihr habt gerade Brüder und Schwestern? Meine Geschwister? Ja. Der erste geheißen Bina. Der zweite Feige. A Bruder Yitzchak Asik. Noch dem Itl. Ich habe gesehen, bei der Zeit auf mein älter Baba geschrieben, Yid Tesla mit Itl. Und eine Schwester, die hat geheißen Suri. Und ein Bruder, ein kleiner Schmuel Elia. Sind wir gewesen 6 Kinder. Und wie soll haben geheißen, Tate Mama? Avram Chaim Brettler und Chana Stern. Sehr fein. Ihr seid gewesen in Rumänien und in welche Schule, was für eine Schule seid ihr gegangen? In eine rumänische allgemeine Schule? Eine rumänische allgemeine Schule. In späteren Jahren hat mein Onkel gebracht, Abis Jakob lernen. Aber ich bin nicht so viel. Meine ältere Schwester
Ja, sei noch Mittag noch Mittag gegangen in bis Jakob. Gedenkt nur, also wie sei bei der Malchum sich, wenn der Malchum hat sich ungeheuben, hat sich es aufgehört. Aber meine ältere Schwestern haben gehabt eine gute jüdische Erziehung. Ja, Beis Jakobsschule ist gewesen Ja. wunderliche Sache in der Stadt. Ist das gewesen Ja. populär bei den Juden? Ja, es ist gewesen, aber ich so gesagt, ich habe nicht gehasst, sei das auch, because wenn die Ungarn noch übergenommen ist, hat es sich aufgehört komplett. Was hat man gesagt wegen Zionism, wegen Yisrael? Hat man geredet wegen solchen Sachen? Ja, ich habe gehabt, mein Tate gewesen der Älteste von 10. Es gewesen 7 Brüder. Und die jüngeren Brüder, wo sie noch nicht gewesen Chassene gehabt, sind gewesen also zionistisch, aber gedenklich, Sachen. Aber ich weiß, dass mein älterer mein Onkel ist gefahren kann Berlin, weil sie gewähnt, da hat gute Convention der, da solche Sachen. Aber ist es nicht gewesen kontroversiell? Die andere von den Chassidim haben ein bisschen sich geschlagen, oder? Gut, no, die jüngere Gruppe ist es gewähnt ungenehmen. Es ist gewähnt gut ungenehmen, man ist gewähnt stolz darauf. Der Aguda gewinnt von fremden Iden. A zionistische Organisation. Meine jüngere Onkel, wo er noch nicht gewinnt, Hassene gehabt, ja. Es ist auch so, ich weiß, ich denke, einmal sie gewinnt, ein größer ist, als mein Onkel gefahren zu der Convention, weil für die gute Convention kam Berlin. Ist vielleicht ihr ein bisschen herumfahren? Gedenkt ihr seid gefahren, Lamaschel, zu anderen Städten, wie Lamaschel Siget oder Bukarest? Siget war ein paar Mal gefahren, weil ich hatte ein Problem mit Kalkweitung. Und ich denke, die Mami hat mir genommen, es ist eine spezielle Doktorin in Siget. Und sie gewinnt dort ein Hotel, wo sie immer gestanden, ein paar Mal, ja. Gefahren kann Siget und nach jetzt dem ein klein anderer Städtel, wie man andere Baba hat gewohnt. Fliegen wir gehen dort Zimmer. Wenn sie nicht gewinnt kann Schule, fliegen wir gehen zu der anderen Baba, der hat ein sehr großes Haus, sie gewinnt ein kleines Städtel, als Hilfe. Fliegen wir. Insgesamt ein Wasser gehen, so fliegt man dann gehen für die Zimmer. Wenn ihr vielleicht machen Pesach allein bei euch in Stube oder fahren zu Baba Seide? Jeder gemacht ein Haus, Pesachig. Aber es gewinnt ein Seder bei der Seide Baba von sehr größer Tisch. Aber nach der ersten Seder und danach muss man gewinnen daheim. Und nach der mein Seide ist gestorben, mein Erbe gewinnt Jenke, nach dem schön ist gewinnt. Gedenkt ihr etwas speziell zum Bemerken von den Sadoren? Es ist gewinnt Wochen bevor, wo es mir gewesen sehr excited, weil man gehabt neue Kleidung und alles neu, und alles hat so getan, you know, like, yeah. Es ist gewesen sehr emotional, sehr speziell Peisach. Ihr sagt, dass wie ihr hat gesagt, haben die Ungarn übergenommen ihre Gegend, ganz Transsilvanien, in 1939. Wie hat euer Leben gebeten in die ersten Jahren von... Es hat sich aufgehört von mir Schule, because bis da muss man eine ganz rumänische Schule. Ich bin geworden in 28 Jahren, you know, und plötzlich ist schön nicht gewesen, bis Jakob aufgehört. Also ist es gewesen, also die Kinder haben sich noch gespielt, aber sehr wenig Erziehung, sehr wenig. Ich bin von dem, wo es
verpasst seine lernen. Sie profan auf Jiddisch wegen dem. Weil es schon nicht gewesen kann, rumänische Schulen, kann Ungarisch hat man nicht gekannt, man hat sich ausgelernt, reden, und noch hat man schon gewesen, mal kommen dick. Ist etwas geschehen mit euer Vater und euer Vaters Geschäft? Wo ist es gewesen? Was meint ihr mit dem Geschäft? Ungarische gestört, dem Geschäft? Ach so, gleich aus, wenn wir es noch einmal kommen, wenn sie mir zurückgefahren in Städtel, habe ich nicht gewollt herangehen in Städtel, aber gegangen auf dem Ziehen, wie man Seide ist gelegen, ich habe gewiss, man Seide ist gestorben, aber gegangen dort und zurückgekommen zu der Station, ich habe nicht gewollt gehen sehen, welche Gäume wohnen im Mannhaus, welche Gäume haben das Geschäft, ich habe nicht gewollt wissen, ich habe nicht gewollt fragen, aber ich bin ziemlich stark weit zu gehen. Aber in 39, wenn die Ungarische haben übergenommen, haben sie... 39 das Geschäft ist gegangen. Nur ein Problem, wir man gedacht halten auf dem Schabbos. So, wo es ist gewesen, man hat gehalten offen, aber nur meine ältere Schwester und meine junge Tante sind dort gesessen. Keiner ist da reingekommen, kein Mann ist im Geschäft. Sie gewesen offen, haben sie alle Begoyen haben alle respektiert. Man hat es gehalten, weil die Polizei ist gekommen zu sehen, sie ist offen. Und sie gewesen dort 2 junge Mädchen gesessen im Geschäft, keiner ist da reingekommen. Sehr interessant. Ja, ich habe geklärt, als Sache wegen dem, als es gewesen ist, kein Mal ist keiner, denn sie sind also gegangen spielen, und es ist ein größeres Geschäft, gegangen spielen und das, aber nicht kein Onkel, nicht keine Tante, kein Mal ist da reingegangen dort. Nur meine ältere Schwester mit meiner jungen Tante gesessen dort, ein paar Stunden in der Früh, ein paar Stunden noch Mittag, und das. Keinmal keiner ist da reingekommen kaufen. Gut, was hat ihr gehört wegen der Milchama in den Jahren zwischen 39 und 44, ehe die Deutschen haben besetzt Ungarn? Ich habe geredet jetzt mit der Neinikel von Mann. Ich habe gesagt, wieso in Sommer hat so gegleibt in der Deutschen. Ich habe gelernt, mein chemisches Gewinn, Bresch ist am Anfang, der liebe Herrgott. Die Deutschen sind gewinn, keiner hat nicht gegleibt. In der heutigen Welt kann man nicht verstehen, was es heißt, als es du komplett, als man kann nicht hören kann, ja, als man kennt komplett stellen alle Neues, wo sind gekommen. Ich denke, meine Onkels haben gehabt, etwas Radio behalten, mit alle Radios konfiskiert weggenommen. Haben gehabt, behalten ein Radio in Kehler bei uns. Und man fliegt auch in Kehler probieren, hören Neues von der Welt. Alles, was man gehört hat, wenn sie ein Neiger kennt, ein Neiger noch gelaufen, noch wei. Hat man auch gehört, alles ist gewesen, man kann sich nicht vorstellen, Hand, wo so damals hat man gekannt, absparen, alle Neues für komplett, im Ganzen. Es ist nicht gewesen, nur wo sie haben geschrieben in den Zeitungen. Wo in keiner hat nicht gekannt bleiben. Die Deutschen sind gewesen der höchste Kultur. Keiner hat nicht geglaubt, dass hier nur als die Deutschen kennen, werden das Schonen. Es ist sehr schwer zu geben, zu verstehen. Also,
Ihr versteht, was ich sage? Ja, ja. Aber es gewinnt Klangen wegen das, was passiert. Und könnt ihr beschreiben, was ihr habt gehört? Wo sagt ihr? Sie gewinnt Klangen, sage ich, Rumors, also zu sagen auf Englisch. Rumors. Ja, ich sage auch, wo sie gewähnt Rumors. Und sie haben wir gehabt, mein Tatus hat gehabt, Geschwisterkinder von Polen. Ja. Und einmal ist umgekommen in einem Städtel Upper Volk, wo sie sind gewähnt Cousins. Und ich gedenke, sind reingekommen, Stiefen und gesagt, sie gewähnt Schabes. Und sagen, sind hier mit Schick, also uns zu tun mit Zieringen, mit Fancy, ihr weiß nicht, wo sie geht tun in der Feld. Und jeder hat nämlich gesagt, sie sind mit Schick. Und im zweiten Tag sind sie, ich weiß nicht, wie sie haben übergelebt, sie sind weggelaufen, aber ich denke, du sie gewähnt, das einzige Mal, wo es uns haben wir gehört von ihm zu sagen, sind hier mit Schick, ihr geht noch mit Zieringen, macht noch, und jeder hat gemeint, sei seine Maschine. Ein paar Wochen bevor hat man ein jüngerer Onkel meiner hat so gezeugt von Wissen, was du Debrecen. Debrecen ist gewesen das zweite größte Stadt von Ungarn. Er hat mich gefragt, wisst ihr, kommen mit uns? Hat gehabt ein Kleinmeidl. Man hat dann, hat geklärt, er hat zu spielen mit dem Meidl. Aber ich bin gewesen, so glücklich zu fahren, zu einer größeren Stadt. Und als Gedenken hat man bekommen neue Kleidung, sehr scheine Mantel, und dann etwas speziell sehr scheine Kleidung. Und ich bin gefahren mit meinem Onkel, kann Debrecen. Und dort, hat gehabt, mein Onkel hat 2 junge Nichtes. Und sie haben mich genommen, das erste Mal zu Theater und zu der Opera. Ich bin gewesen im 7. Himmel, glücklich. Und 2 Wochen später haben die Deutschen übergenommen und habe ich nicht gekannt, daheim gehen. Ich habe geweint, ich will heimfahren und es ist nicht möglich gewesen, mehr heimzufahren. Und mein Onkel hat mir gesagt, sorg doch nicht, weil er gewesen hat Tier, ein Macher, hat schon gehabt in einer kurzen Zeit Papieren mit gäuischen Namen. Mit Passports mit gäuischen Namen, von mir und von ihm. Und er hat mir gesagt, das machen die selber für unsere Eltern. Und mit sich rüberschwärzen zu Rumänien. Und er hat bringen jeden einen. Und ich soll nicht weinen, ich soll nicht heimfahren. In der Wahl, ich weiß nicht, aber das haben gewonnen, die Presse. Ich weiß nicht, wo es zu sagen. Wenn man schon gewinnt, auf dem Berg rüber zu gehen kann, Rumänien, und man gewartet bei Nacht auf den Schwärzer. Ihr weißt, von wo ich rede. Man hat gewartet auf über zu schwärzen, über den Berg zu Rumänien. Weil in Rumänien haben die Deutschen auf meine Stimme gegeben, die Jeden. In Rumänien bin geblieben. Aber wo es hat passiert ist, bei Nacht, wenn man gewartet, für die Deutschen, für die Schwärzer sollen kommen, soll werden Tinkel, und sollen kommen ins Rüberführen, ist jeder anschlafen geworden, und ich bin angelaufen. Ich habe nicht gekannt. Ich habe vergessen zu erzählen, als gewesen die 2 polnische Jeden, wo sie haben erzählt, wo es hat passiert in Polen, und keiner hat sie nicht geglaubt. Aber weil ich bin gewesen, so traurig und man gebänkt nach den Eltern, und ich habe ihm ja geglaubt.
Und er hat alles gewusst. Ich bin sicher, ich habe noch dem gelernt, dass finden wie Englisch, Polisch wie Englisch haben gekannt, wenn ein Klopfen von Auschwitz. Und so haben sich geraten. Aber ich bin sicher, dass der gewesen einer von den vielen Menschen. Man hat alles gewusst. Nachdem, wenn er mal umgekommen ist, wusste er hat gewusst, pinklich alles. Er hat mir gesagt. So wie er hat mir das gewollt, habe ich noch gewollt gehen zurück mit meinen Eltern. Und also wie ich nicht gekannt, bin ich geworden sehr depressiv, wenn jeder ist schlafen geworden. Und ich habe gesehen, wie es ist eine gewesen, die Polizei, wo es eine gewesen auf dem Berg. Und ich bin gelaufen und habe mich übergegeben zu sagen, ich habe gesagt, ich bin Aid und ich will das vergleichen, wie es du ihnen. Ich habe nur gewollt, soll mit mir passieren, was hat passiert mit meinen Eltern. Und der gewesen dort eine alte Polizei, und er hat mir gewollt geben Geld, und er hat mir gewollt zurückschicken. Und ich habe nicht gewollt, und er gehen, ich will nur gehen, wie sie du ihnen. So hat er mir genommen von zurück in Stutz, und ich gewinne kein Eid. Von einem Stutz zu der anderen gefahren, sind ich gewinne kein Iden. Bis wir umgekommen zurück auf den Platz wie der letzte Transport von Ungarn ist gegangen, kein Auschwitz, und ich bin gegangen mit jenem Transport. Umgekommen kein Auschwitz, und ich bin gewinnt dort. Das ist schon gewesen, auch heute nachdem wie man da weggenommen, meine Eltern von wie sie sind gewesen. Wir haben dort gewesen, ein Tag in Auschwitz, und ich habe gewusst, jetzt der Geimer, ich habe gegleitet die Engel alles zusammen, sie haben gewusst von Gas Chambers, everything, alles. Und am zweiten Tag hat man ausgeklungen und ich habe gewusst, jetzt gehe ich zu den Best Guest Chambers. Und gehen es gewesen eine Gruppe, etwas sehr von Meidlich dort und achher meine Schwesters Kohl fragen, es du zwischen Nachheimitzer von Debrecen. Es ist gewesen, ich habe ungeheuer Schein ihr genommen und sie hat ungeheuer Schein Mann genommen. Und man gedacht weitergehen. Aber man hat getroffen auf lange Maße. Meine Mami ist geblieben leben und 2 auf meine Schwestern. Und sie haben mich übergetauscht mit gewesen ein anderer Mädel übergetauscht kommen dort mehr und ich bin gegangen und bin gewesen noch dem mit meiner Mami mit meinen 2 Schwestern. This is WUNR Brookline. Aber oder anunte Mischbuche ist blind, aber seht schwer, aber ist druckverkrippelt, JBI können helfen Menschen haben eine Zutreu zu jüdischen Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibrary.org 1-800-433-1531. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die 2 Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WUNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Mehr und ich bin gegangen und bin gewesen noch dem mit meiner Mami mit meinen 2 Schwestern. Ihr seid geblieben alle zusammen bis zum Sof von der Milchama?
Ja, sind wir in einem gegangen zu einem Arbeitscamp. Und dort hat man uns genommen zu einem Arbeitscamp. Und die Frau, wo sie hat ausgelaufen, das Mädel, wo sie hat ausgelaufen, man soll sein, die Führerin auf dem Camp. Hat gekannt Mama gesprochen. Es hat gegeben seinen größten Covid zu meiner Mami. Es hat sie gehalten, eine weinig. Aber es haben gelebt, alle drei. Gott zu danken. Was ist geschehen mit euren Brüdern und Tate und die anderen? Keiner. Alle Keiner umgekommen? mehr. Keiner nicht daheim gekommen. Meine Tati, meine kleine Schwester, meine kleine Brüder, gut, wir sind umgekommen. Ein Bruder hat gelebt, ein paar geduschen, haben wir gehört nach dem von der Chaber. Ja, ein paar geduschen hat gelebt nach dem gestorben. Wo hat man euch genommen zu arbeiten von Auschwitz? Eine Fabrik, wo es hat gemacht, etwas größere Maschinen, man hat nur gedacht, quetschen eine bottende Maschine. Nachdem haben wir geworden, als es gewesen, kleine Stückchen von Tanken. Aber sehr kleine Metallstückchen von Tanken. In Deutschland, in Polen, wo? Deutschland. Fallersleben hat es geheißen, Fallersleben. Was ist geschehen beim Sof von der Milchama? Die bitterste Zeit von unserem Leben, gewesen nach der Milchama. Weil damals hat man erst der Sehen, wo es auch Hormus hat passiert. Ich meine, die schwerste Zeit. Ich bin bald das Erste hat man uns genommen. Also, haben wir gewollt gehen kann, man hat geklärt in Schweiz. You know, der Zug ist gewesen im Sist-Verrieden, damals in Deutschland. Und dann haben wir gewollt gehen kann Schweiz. Geklärt, ich weiß nicht, was dort wir treffen. Etwas, aber ich habe ungeheuert, meine Mami hat schon gewusst, ich habe bekommen Tuberkulosis. Und ich bin in einem Spital vor 2,5 Jahren nachdem. In der Schweiz. In Frankreich. In Frankreich, nicht in der Schweiz. 2,5 Jahre. Eine lange Zeit. Es hat genommen 7 Jahre. Das ist noch gewähnt der Unheil. Es hat mir genommen 7 Jahre, bis damals haben sie nicht gehabt, gut nicht für Tuberkulose. Es kann Medizin, kann nur essen und liegen im Bett. So, liegen im Bett in den Spitälern für 7 Jahre. Und nachdem wir da rausgekommen, Penicillin und Streptomycin in Hand existiert. In Sanatorium heißt es, Ja, hat ihr gehabt andere Leben gebliebene zwischen? Nein, und ich bin der einzige Eid. Ich bin der einzige Eid, das vergessen Treib ist, also wie. Stock in andere Brera. Ja. Und hat ihr gehabt Kontakt, Besuchungen von Besprechungen? Mami ist einmal gekommen, wir hatten nicht gehabt kein Geld. Es gewinnt sehr schwer. Nur geschrieben Brief aber bekommen für jeden einen ständig. Vor allem habe ich gewollt fragen, wie ihr seid befreit? Seid ihr gewesen auf einen gerufenen Teutmarsch und wo genau und wann genau hat man euch befreit? Befreit ist beim Ende von der Milchama. Wo seid ihr gewesen und wer hat euch befreit? Französische Soldaten sind gekommen und aufgemacht, die teuren Geiz. Und dann muss ich gehen, nicht zu wem zu gehen. Nicht gemein, also ja, einfach.
Es heißt, ihr Es seid gewesen sehr gewesen... schwer. Nach dem Milchama, das ist gewesen die schwerste Zeit. Weil du Bescheid der Milchama hat man nur Sänger gewesen. Es gewesen auf einmal bis frei, bis dus und wo's, wer, wie, wenn. Kein Heim, kein Tate, kein Gunst. Stark schwer. Das ist gewesen die schwerste Zeit. Und wer von euch, von eurer Mama und zwei Schwestern? Jeder redet von der Befreiung. Und für uns die Befreiung gewesen, wenn man erst gesehen, was hat passiert. Das ist keine freiliche Befreiung Zeit. gewesen, sehr bitter. Was haben eure Mama und Schwester getan, bis ihr seid gewesen? Wo sei jeder ist gewesen busy mit mir, weil ich bin krank gewesen. Jeder Sie haben sich besetzt in Deutschland, heißt das? No, bei der Ende ist man gewesen in Frankreich, weil jeder wollte gehen kann ich so. Ja. So man konnte gewollt sein, gehen zum zu gehen zu Marseille, zu gehen zu der Port, zu gehen zu sein, kennen von kann ich so. And before zu gewinnen dem Aliyabet, das geht einmal drüber. Kennt ihr Masber sein, was das heißt? Aliyabet, was man probiert mit Schwarz, wenn es nicht gewesen legal, wenn man geschwärzt jeden von Europa zu Kanisruhl. Mit Gedingen, wo sie haben gekannt treffen, alte Schiffen, es ist sehr schwer gewesen. Jetzt, bevor man hat gekannt, aufgehen auf das Schiff, gewesen ein Israeler Doktor, wo hat besucht, die Menschen, ob sie können aushalten. Also, Messias, weil man nicht gewiss, wie lange sie kann dauern, weil man gedacht, eigentlich ausmaden. Was sie gewesen, schwarz, geschwärzt. Schwarz in dem Granitz. Ja. So, und wenn der Doktor hat mich genommen, hat er mich Teike geschickt ins Spital. In ein Sanatorium. Schon keiner nicht, meine Mama auch nicht gefühlt. Meine Mama und Schwester auch nicht. Und dann muss es gewesen, ich stell mir vor, dass es schon gewesen Amerikaner helfen, als sie gewesen in Paris, ein spezieller Hotel, wie sie gewesen als Sache, also meine Iden, wo sie haben übergelebt. Könnt ihr erzählen, wie ihr seid gekommen in Amerika? Bevor das bin ich gerade zurückgefahren in Rumänien. Weil ich bin noch gewesen, ich bin noch rausgekommen vom Spital nach 2,5 Jahren, weil ich bin schon nicht gewesen ansteckig. Weißt du, was das heißt ansteckig? Ja, ich weiß, ja. Ja, aber ich habe noch gedacht... Es soll nicht sein, als Sakana für andere. Ja, aber der einzige Sache, was am gekannt haben, ist, man hat injektiert. Und die Linken sollen sich zusammenfallen und ausheilen, weil es nicht gewinnt keine Medication für das. So you have to go jede Woche zum Doktor and they'll collapse the lungs. They collapse the lungs. And we found out that 2 of my uncles survived and they're in Romania and they called up my mother, we should go there, so we went there. Und von dort ist man gegangen, Kanisruhl.
bin aber schon gewesen besser, bin gegangen kann Israel. Und bis derweil ich habe mich ausgelernt Ivrit, ich habe gekannt Ivrit bei dem. Und ich habe gekommen nach Posten, dem zweiten Tag, wir haben umgekommen kann Israel. Und 2 Wochen später, aber ich bin noch weiter gewesen in Spatul. In Israel. For another long time. Ich weiß nicht, ich verstehe. Nachdem wir seid raus vom Sanitarium, seid ihr heimgefahren in Rumänien? Sind wir heimgefahren in Rumänien, ja. Weil dort haben wir gehabt Onkels und die Onkels haben uns gesagt, was ist passiert mit uns, du wir dich kennen, einen Sinn haben. Ja. Aber für Rumänien, nach 2 Jahren, ist jeder gefunden, kann Israel. Aha. So. Alle haben verlassen das Städtel, ha? Jeder hat verlassen das Städtel. Keiner ist geblieben in Rumänien. Keiner ist nicht geblieben von meinem Spruch in Rumänien. Jeder gefunden. Ihr seid allein gefahren in Israel? Hat Zeit? No. Da muss man schon gewinnen, zusammen mit meinen Geschwistern, mit meiner Mami. Aha. Okay, wie kommt es denn, als ihr seid gefahren in Amerika? Oh, das ist gewesen ein Jahr später. Das ist gewesen Jahren später. Heute sind wir gewesen in Israel. In Israel bin ich weiter krank geworden. Und wenn ich bin geworden, ich habe gehabt a relationship with a cousin, right? Und gefahren mit der Schwester, oder mal die Schwester Husen als gewesen in Kolumbia. In Kolumbia, Südamerika. Und wenn ich bin gegangen in Spatul, ist auch gefahren zu der Schwester. Und wenn ich bin rausgekommen, ist gekommen kann Israel. Und haben wir Chassene gehabt. Und in Israel gewesen sehr schwer, die Zeit damals. So jeder ist gewesen sehr zufrieden, wenn man mich herausgestippt. Von dort haben wir gefunden, kann Kolumbia werden. Ich habe gehabt Diensten und es gewesen sehr leichtes Leben. So, aber gewohnt in Kolumbia und dort sind geboren geworden meine Kinder. Und nur wenn ich auf das Zweiten geschickt kann, Amerika in die Yeshiva, sind wir gekommen nachher. Ah, ihr habt gelebt eine lange Zeit in Kolumbia. Ja. Ihr habt mit dem Espanol sehr gut. Sí, cómo no. Interessant. Yes. In welcher Stadt? Bogotá. Die Kronstadt, die Hauptstadt. Ja. Was war ein jüdischen Leben gewesen, damals in Bogotá? Haben wir gehabt eine kleine Gruppe. So gewesen eine Gruppe, eine kleine Gruppe, aber gebringt von Amerika Kusher alles. Es gewesen sehr leicht Leben. Jeder hat gehabt Diensten und Chauffeuren und die Männer sind alle gewesen in Mischer. Es gewesen leicht für uns zu lernen Spanisch, weil man gerät Rumänisch. So. Ja. So, und es gewinnt sehr leicht Leben, es gewinnt ein Scheinleben. Und nicht gewinnt kein Problem mit Parnasse für die Männer? Nein. Weil jeder hat so getroffen, etwas importieren, machen, Mischer. Und es ist nicht gewinnt. Die einzige Sache, sie haben gemacht, Colombo Brau, aber für die Jünglich, ist dich noch Bar Mitzvah nicht gewinnt, kein Platz. So, ich stelle mir vor, wenn nicht das, wird man noch alles gewinnt in Kolumbien. Oh gut, so ihr habt euer Sinn in Amerika, emigriert ihr allein in Amerika und wo hat ihr sich besetzt? Wie haben wir gewohnt, bei der Gedenk. In Brooklyn, Manhattan. Borough Park? No, in Queens. In Queens. Okay. Bei Bus in Queens.
Man hat dann etwas Eimetzer, was es hat gewohnt, was auch weiß nicht. Mein Schwäger hat gehabt, der Schwäger, weiter, also... Am Echuten, etwas am Machetanen. Gut, ich meine, dass mit dem können wir endigen. Tomer, hat ihr etwas noch, was ihr wollt zugeben? Na, ihr könnt kicken nachher, dass es so online, wenn man jünger mehr gedenkt, ob es interessiert. Okay? Okay, größten Dank. Ihr sollt nur gehen, tun gute Sachen. Sie soll sein gesinnt und stark. Wird sich hier mal zliach an allem. Shalom, shalom.